1997 habe ich mich dazu entschieden, Jesus nachzufolgen. Das ist eine Zeit her. Ich habe mir das anfangs dieser Predigtreihe überlegt, wie lange bin ich eigentlich schon mit Jesus unterwegs, und habe noch ein bisschen googeln müssen und so weiter. Wann? Ich weiß noch wo, aber ich wusste nicht mehr ganz genau, in welchem Jahr, um ehrlich zu sein. Ich war damals noch jung, wirklich jung. Aber die Entscheidung, die war zentral für mein Leben, und danach hat sich mein Leben wirklich verändert. Und ich merke, Gott hat so viel in meinem Leben getan. Wenn ich zurückgucke, natürlich veränderst du dich als Mensch automatisch, wenn du älter wirst. Aber ich weiß ganz genau, ich hätte Themen heute, die ich jetzt nicht mehr habe, nur dank dem ich Jesus nachfolge. Und gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt, ja, wie Jesus ähnlicher bin ich heute? 28 Jahre später. Ich habe mich damals dazu entschieden, Jesus nachzufolgen. Wo stehe ich heute? Ich habe echt überlegen müssen. Ich weiß nicht, wie selbstkritisch du bist. Bei manchen weiß ich es. Ich habe so eine gewisse Selbstkritik in mir und gucke genau hin. Und ich kann dir sagen, ich bin noch nicht zufrieden. Ich habe immer wieder Situationen in meinem Alltag, Dinge, die ich erlebe, wo ich merke, da verhalte ich mich auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, ich glaube nicht, dass Jesus das so machen würde. Aber du bist du, kannst nicht aus deiner Haut raus. Und das gehört irgendwo zu dir, und gleichzeitig weiß ich auch, Jesus ist mit mir noch nicht fertig. Die Geschichten, die wir immer wieder hören, das ist ein Prozess. Wir gehen mit Jesus Schritt für Schritt, Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und er ist nicht fertig mit dir und mir. Aber ich gucke nach 28 Jahren auf mein Leben mit Jesus Christus und denke mir, wo stehe ich? Ich war in einer anderen Kirche, ich war dann irgendwann dort nicht mehr. Wir waren als Band gemeinsam unterwegs in der Kirche, und dann haben wir irgendwann gemerkt, es ist Zeit weiterzuziehen. Ich war einen Moment lang orientierungslos. Und der Grund, warum ich heute hier bin, ist unser Mission Statement. Unsere Leidenschaft ist es, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und da habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe, ja, das will ich. Wie sieht die Celebration aus? Wie klingt die Musik? Und, alles gut und recht. Aber das will ich. Das andere, da kann ich mich alles anpassen. Aber dafür habe ich mich entschieden, 1997. Ich will Jesus Christus ähnlicher werden, und ich will nicht von Furcht geprägt sein, und ich will, dass mein Umfeld das spürt, dass ich Jesus nachfolge. Und das ist immer noch mein Ziel. Deswegen gibt es uns als Kirche. Und so krass, Jesus lädt uns zu diesem Leben ein. Ich lese dir mal vor, was er sagt in Matthäus 11. Kommt zu mir, ihr Geplagten und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus hat ein neues Leben für dich und mich bereit. Ein komplett neues Leben. Das nicht einfach nur voll ist, sondern ein Leben in Fülle. Lesen wir an einer anderen Stelle. Und das klingt, ich lese diesen Bibelvers immer wieder, den ich jetzt gerade vorgelesen habe. Und ich finde, das klingt so erstrebenswert, oder nicht? Ein Leben in Frieden. Eine Seele voller Ruhe, nicht getrieben, nicht verbissen, sondern in Frieden und Ruhe. Und doch eine Aufgabe, die du zu tun hast. Es geht nicht einfach nur darum, das Leben zu chillen, um dieses moderne Wort wieder aufzugreifen, sondern was zu tun. Wir sind dafür gemacht, etwas zu tun. Aber nicht, um in eine Schöpfungsdepression reinzurasseln, weil wir so viel tun. Und Jesus sagt, wenn du das tust, was ich dir gebe, das drückt nicht dieses Joch. Das ist nicht anstrengend, das ist leicht. Und ich will dahin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich will dieses Leben, was Jesus für mich bereithält. Und wenn ich um mich herum gucke, denke ich mir, ja, ich will es unbedingt.
Weil ich sehe so viele Menschen, die erdrückt sind von der Last, unter der sie gehen. Und ich denke mir, immer wenn ich um mich herum gucke, denke ich, wie viel mehr will ich dieses Leben, was Jesus für mich bereithält. Und doch gleichzeitig merke ich, 1997 bis heute, ja, ich bin noch nicht am Ziel. Die Frage an dich heute Morgen ist, willst du dieses Leben? Weil ich kann diese Entscheidung nur für mich treffen. Für sonst niemanden. Nicht für meine Frau, nicht für meine Kinder, für niemanden hier in der Church. Du kannst für dich entscheiden, ob du dieses Leben mit Jesus willst. Ist es einfach? Nein. Aber ist es möglich? Ja. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung deines und meines Lebens, wenn wir Jesus nachfolgen. Das haben wir nicht einfach in einem Jahr erledigt. Und wenn du dieses neue Leben willst, wenn du ein Ja dazu hast, und das ist wirklich eine Frage, die schwingt mit durch diese ganze Predigtserie. Willst du dieses neue Leben, was Jesus dir anbietet? Willst du diesen Lebensstil leben, den Jesus uns gezeigt hat? Weil du musst nicht. Du darfst, wenn du willst. Weil wenn du da in eine Pflicht reinkommst, dann klingt jede Predigt wie eine Last. Dann musst du beten, dann musst du all das Zeug machen, was wir dir jetzt in diesen Wochen erzählen. Aber die große Frage ist, und da will ich mir ein bisschen Zeit für nehmen, willst du dieses Leben, was Jesus dir anbietet? Wenn ja, gibt er uns verschiedene Hilfsmittel an die Hand, wie wir dieses Leben gestalten können. Dinge, die uns helfen, in diesen Rhythmus reinzufinden, den er gelebt hat. Und Jesus sagt letzten Endes zu jedem, der Ja sagt, ja, dann komm und folge mir nach. Folge mir nach und lerne von mir, wie wir es gerade gelesen haben. Guck, wie ich es mache und lerne. Ich finde das schwierig. Und ich denke mir manchmal, wie war das damals für die Jünger, die das Privileg hatten, 3 Jahre oder noch ein bisschen mehr mit Jesus unterwegs zu sein, mit ihm zu essen, mit ihm zu streiten, zu diskutieren, ihn zu umarmen, mit ihm zu lachen, zu heulen, zu feiern, alles zu teilen. Die waren ja konstant mit ihm unterwegs und konnten ihm zuschauen. Und ich denke mir manchmal, wie viel würde ich geben, wenn ich das erleben könnte? Mit Jesus gemeinsam unterwegs zu sein. Sichtbar. All das zu sehen, was er tut und nicht einfach nur davon zu lesen. Und ich denke mir manchmal, für uns ist das eine komplett andere Situation. Wir leben im 2025. Die Welt sieht ein bisschen anders aus als damals. 2000 Jahre später. Und das Ding ist, wir haben Jesus nicht vor unseren Augen. Wir können sagen, ja, ich will das. Und dann laden wir Jesus in unser Leben ein, wie Sarah erzählt hat vorher. Und dann fängt sich an, etwas zu verändern. Wenn du dich mal für Jesus entschieden hast, dann wirst du dich erinnern an diesen Moment, wo du merkst, jetzt ist etwas anderes in mir. Und Jesus kommt in dein Leben. Aber das Ding ist, und das finde ich die Challenge, unser Leben ist nun mal voll, wie Raffi auch schon gesagt hat. Es ist voll. Und ich will dir das zeigen, wie das für mein Verständnis aussieht. Du hast tausende Dinge in deinem Leben. Ich zeige es dir ganz kurz. Denk mal jetzt an nichts. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Weil auch wenn du nicht willst, hast du Gefühle, Gedanken, Verpflichtungen, eine Rolle. Vielleicht guckst du immer wieder auf dein Handy, ob aus dem Babyworld jemand anruft. Vielleicht denkst du gerade an morgen, an heute Nachmittag. Vielleicht denkst du an einen Konflikt, den du hast. Wir haben tausende Dinge in unserem Leben. Hier, du solltest deine Mama mal wieder anrufen. Die Sitzung morgen. Das, was du deinem Kind bestellen musst für die Schule. Die Prüfung, die auf dich zukommt. 1000 Dinge. Wir leben im 2025. Es ist nicht einfach, Jesus nachzufolgen. Weil unser Leben ist voll mit allem, mit Beruf, mit Familie, mit Freunden, mit Verein, weiß nicht was alles noch, mit sonstigen Interessen, die wir haben.
Und es ist schwierig, einfach nur Jesus in seinem Leben zu haben. Komm und folge mir nach und lerne von mir. Diese Predigtserie, die wir predigen aktuell, die kommt aus dieser Lehre von John Mark Comer. Er hat ein Buch geschrieben, Practicing the Way oder Leben vom Meister lernen, wo es genau darum geht. Jesus war ein Rabbi. Wie kannst du mit ihm sein? Wie kannst du das tun, was er getan hat? Wie geht das heute? Wie funktioniert das? Und er bringt quasi 9 Kernpraktiken wieder hoch, die er nicht erfunden hat. Die sind uralt, aber bringt sie wieder auf den Punkt, weil er auch gemerkt hat, in seiner Church, das ist auch ein Pastor, wir kämpfen uns durchs Leben. Wir rennen rum, wir tun 1000 Dinge und in diesem Leben, was voll ist, das sind ja auch ganz, ganz viele schöne Dinge, tun wir uns schwer damit, mit Gott zu sein, in seinem Rhythmus zu gehen. Und wir schauen uns Sonntag für Sonntag diese Praktiken an, diese geistlichen Übungen an. Weil wir auch merken, wir Freikirchler, wir haben uns von ganz vielen befreit. Wir kommen vielleicht zum Teil aus gesetzlichen Hintergründen. Wir haben ganz, ganz vieles von uns abgestreift, was man alles tun sollte. Und das ist gut. Aber es gibt gewisse Dinge, die dürfen wir wieder lernen, weil es uns hilft, wenn wir es richtig verstehen. Und wir hoffen, dass diese Predigtserie dir hilft, deine Beziehung mit Gott zu intensivieren. Dass sie mehr Raum in deinem Leben einnehmen darf. Dass du einen klaren Blick auf Gott hast. Und heute reden wir über Fasten. Mein Lieblingsthema und wahrscheinlich auch deins, oder? Wer liebt Fasten? Mal eine ganz kurze Umfrage. Hand hoch bitte. Guckt euch mal um. Eine Person, Bracken, I love you. Ich würde auch aufstrecken. Aber ich habe Mats gesagt, warum muss genau ich jetzt über dieses Thema predigen? Ja, ihr lacht, aber wisst ihr, was die Antwort ist? Ja, ich habe am meisten Erfahrung. Und das ist ziemlich übel. Weil ja, ich habe schon gefastet. Ich habe auch schon verrückte Dinge gemacht. Ich habe schon 21 Tage gefastet, wo mich dann ganz viele ganz erschrocken angeguckt haben. Es funktioniert. Jesus hat 40 gefastet, nochmal ungefähr 19 Tage mehr. Wir haben das verlernt. Die Kraft des Fastens ist uns nicht mehr bewusst. Wir wissen nicht mehr, was für eine Power da drin liegt. Und mein Wunsch, und das ist ein bisschen das Schwierige, jetzt habe ich noch 20 Minuten. Wir schaffen das, keine Angst. Aber es ist ein bisschen schwierig in einer Predigt, ein Thema, was wir als Kirche irgendwo relativ breit recht verlehrt haben und gar nicht mehr so praktizieren, in einer Predigt auf den Boden zu bekommen. Und mein Wunsch mit deiner Predigt ist, dass du einfach mal darüber nachdenkst. Ist das etwas, was ich mal ausprobieren will? Und wenn ja, wie geht das? Ich versuche dir Tipps zu geben, was kannst du tun, wenn du es mal wieder ausprobieren willst oder vielleicht zum ersten Mal ausprobieren willst. Wie kannst du an die Sache rangehen? Was solltest du beachten? Und wir werden eine Situation anschauen, wo Jesus selbst fastet. Aber ich will zuerst etwas zurückspringen, weil Fasten hat Tradition. Und ich habe gesagt, wir Freikirchler, wir haben angefangen, Dinge von uns zu streifen und uns davon zu befreien. Und manchmal haben wir das auch mit Tradition gemacht. Und ganz, ganz oft, wenn wir älter werden, entdecken wir diese Tradition für uns persönlich wieder. Entdecken wir plötzlich wieder den Wert von Dingen. Da habe ich manchmal Gespräche mit 60-, 70-jährigen Personen, die Dinge für sich wieder entdeckt haben, die sie ihr ganzes Leben nicht beachtet haben. Und eigentlich sind es aber Dinge, die die Kirchenleute schon seit Jahrtausenden tun. These ist zum Beispiel ein Ort in Frankreich, da gehen ganz viele Junge jetzt wieder hin, weil sie einfach mal Ruhe in Gottes Gegenwart erleben können. Ein neuartiges Phänomen, nein, das ist Jahrtausende alt. Aber wir haben uns von den Dingen befreit. Und es geht darum, sie auf unsere Art, in unserem Tempo wieder zu entdecken, ohne dass es eine Pflicht für uns wäre, sondern dass wir es wieder als Tool, als Werkzeug entdecken dürfen, das uns bei unserem Ziel, Jesus Christus ähnlicher zu werden, hilft. Im Alten Testament, Mose,
Daniel, David, Elia, Esther, Nehemia, die haben alle gefastet. Im Neuen Testament Jesus, die Apostel. Dann gehen wir in die Kirchengeschichte, über das hinaus, was in der Bibel steht. Mönche, Nonnen, Kirchenväter, alle haben sie gefastet. Es gibt verschiedenste Arten und Weisen, ich verschone dich jetzt mit Details. Es gibt Leute, die haben immer mittwochs und freitags gefastet. Vielleicht kennst du es auch noch von den Katholiken, diesen Freitag, dieses Bewusstsein, geprägt von Ostern. Es gibt Leute, die fasten 7 Tage, 5 Tage, 3 Tage, warum auch immer, das sind die härtesten. Es gibt Leute, die fasten 21 Tage, es gibt die 40 Tage Fastenzeit vor Ostern. Und irgendwo ist es uns im Bewusstsein, aber ich kenne ganz wenige, die das regelmäßig machen. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, können wir das noch? Was glaubt ihr? Wenn ich jetzt nächstes Jahr mit einer dummen Idee auf euch zukomme, lasst uns als Kirche eine Fastenzeit machen. Ja, Halleluja, können wir das? Haben wir den Biss, haben wir den Willen, haben wir einen gesunden Blick auf dieses Thema und haben wir auch die Fähigkeit, das durchzuziehen? Die Frage stelle ich mir gerade wirklich. Aber wir stellen sie am Ende der Predigt nochmal oder nächstes Jahr. Ich glaube, das, was Comer in seinem Buch schreibt, das ist nicht neu. Aber manchmal braucht es eine neue Herangehensweise, weil wir kommen immer aus einer Prägung raus. Und manchmal muss man sich von Dingen befreien, die einem eine Bürde auflegen. Weil Jesus sagt, das, was ich dir auflege, ist leicht. Und deswegen ist es auch gut, wenn wir Dinge, die schwer sind, mal von uns nehmen und sagen, ich muss es auf eine Art und Weise neu angehen, neu lernen, mit einer gewissen Leichtigkeit. Es darf keine Bürde für mich sein. Und ich glaube, ganz viele Dinge haben wir zum Teil von uns abgestreift, weil es wirklich, du musstest das einfach immer tun als Kind oder als Jugendlicher. Ja, dann ist manchmal gut, wenn du das mal wegwirfst und sagst, und jetzt will ich mal meinen Weg zu diesem Thema finden. Auf meine Art, mit meiner Theologie, mit meinem Gottesbild, mit meiner eigenen Geschichte. Und es muss eine Freiheit drin bleiben. Und es ist wichtig, dass du das hörst für diese Predigtserie. Wenn es für dich wieder auf diesen Pflichtohr kommt, du solltest, du musst, dann schüttel dich ein paar Mal, schüttel es ab und frag dich mal, warum höre ich das so? Weil wir versuchen es anders zu predigen, vielleicht liegt es auch an uns. Aber vielleicht liegt es auch an dir, an deiner Geschichte, wie du die Dinge hörst, dass du sehr schnell etwas als Pflicht wahrnimmst. Fasten darf nicht zu einer Pflicht werden. Ich habe nirgendwo gelesen, dass Jesus gesagt hat, macht das so, so und so oft. Nee, er sagt nur, wenn ihr fastet, dann macht nicht eine Show draus. Das sagt er. Er macht es eigentlich relativ kurz. Du machst das für dich, für deine Beziehung mit dem Vater. Es sind Dinge, die Jahrtausende praktiziert werden. Und ich habe dir das Beispiel vom Rad mitgebracht, um zu verdeutlichen, du musst nicht alles neu erfinden. Wir sind ICF, wir haben alles neu erfunden. Wir nennen es nicht Gottesdienst, sondern Celebration. Wir haben nicht Songs, die schon hunderte Jahre gesungen werden, sondern neue Songs von letztem Jahr und. Und ich finde das schön, immer wieder das Neue zu suchen. Aber Dinge, die schon vor 5500 Jahren funktioniert haben, wie ein Rad, das sich dreht, um Lasten zu bewegen, ja, das ist heute immer noch das gleiche Prinzip. Natürlich ist es leichter, stabiler, besser, es hat Bremsen drin und so weiter. Das ist crazy, die Entwicklung. Aber das Prinzip ist immer noch genau das Gleiche. Und ich glaube, diese neuen Praktiken, diese Übungen, unter anderem auch das Fasten, wir müssen das nicht neu erfinden. Wir dürfen auf das zurückgreifen, was schon seit Jahrtausenden funktioniert, aber wir müssen es auf unsere Art neu entdecken. Und ich glaube, darum geht's. Bist du mit mir? Lasst uns beten. Herr, wir sind hier, um dir zu begegnen. Wir sind hier, um von dir zu lernen, wie du uns aufgefordert hast. Wir wollen lernen von dir, wir wollen in dieses Leben reinfinden, diese Beziehung mit dir leben. Wir wollen dir nachfolgen, aber in dieser Leichtigkeit, unter diesem Joch, was du uns auflegst, was nicht drückt. Und so öffnen wir unsere Ohren und Augen für dein Reden, Herr. Amen. Jesus ist in der Wüste. Wir lesen gemeinsam Matthäus 4, 1-11. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. 40 Tage und 40 Nächte fastete er. Danach hungerte ihn. Macht Sinn soweit, oder? Da trat der Versucher, also Satan, an ihn heran und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann sag zu diesen Steinen, sie sollen zu Brot werden.
Er entgegnete, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt und es stellte ihn auf die Zinne des Tempels. Und er sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, seine Engel ruft er für dich herbei und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stoße. Da sagte Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wieder nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Königreiche der Welt und ihre Pracht. Und er sagt zu ihm, dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, fort mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, zum Herrn, deinem Gott, sollst du beten, ihm allein dienen. Da lässt der Teufel von ihm ab und die Engel kamen und dienten ihm. Die Stelle hat so viel in sich. Ich will 2, 3 Dinge hervorheben, wo ich glaube, das kann uns helfen, das Thema Fasten zu verstehen, weil das ist ja eine freie Entscheidung von Jesus. Jesus schwächt sich selbst zuerst mal. Die Versuchung kommt, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat. Wenn du schon mal gefastet hast, ich habe es auf 21 Tage beschränkt bei mir. Nach diesen 21 Tagen war ich wirklich schwach. Also wenn ich mit dem Fahrrad nach Rien gefahren bin, wo ich wohne, ich war am Ende. Ich hatte zum Teil Schweißausbrüche, meine Muskeln haben gezittert. Ich habe gemerkt, da geht nicht mehr viel, da ist nicht mehr viel Energie da. Wenn meine Kinder mich zur Weißglut trieben, es war ganz einfach in dieser Zeit, ich hatte nicht mehr so viele Nerven. Jesus schwächt sich selbst. Warum? Weil er ganz genau weiß, wenn ich schwach bin, ist Gott stark in mir. Das ist so ein frommer Spruch, den hast du vielleicht auch schon gehört. Aber ich sage dir, das stimmt. Nur ist es unangenehm zu verstehen, dass es wirklich stimmt. Weil du dafür schwach sein musst. Und wer liebt es schon, schwach zu sein? Paulus zum Beispiel, der schreibt mal an die Korinther und er fightet selbst. Große Paulus fightet selbst mit etwas, das er einfach nicht los wird. Vielleicht kennst du das in deinem Leben. Themen, die du einfach nicht los wird. Und er schreibt, ich habe mit Gott diskutiert, 3-mal habe ich gefleht, befreie mich von diesem Dorn. Zieh diesen Dorn aus mir raus, der mir immer schmerzt. Und jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Jesus schwächt sich ganz bewusst, weil er weiß, wenn ich das verstanden habe, habe ich was Essentielles verstanden. In dem Moment, wo ich schwach werde, wo ich die Dinge nicht mehr selbst kann, wo ich kaum mehr stehen kann, dann kann ich nur noch das tun, was Gott von mir will, wenn er durch mich wirken kann, wenn er die Stärke in mir zeigt, weil ich nicht mehr kann. Und vielleicht hast du das in deinem Leben schon mal erlebt. Weil diese Situationen, die kommen, ob wir wollen oder nicht. Fasten ist eine Möglichkeit, wie wir das üben können. Wir können uns bewusst einer Schwäche aussetzen, uns selbst in eine gesteuerte Krise führen, wenn du so willst, und dann gucken, was Gott in uns hervorbringt. Etwas anderes, was mir auffällt, ist, Jesus fastet ganzheitlich. Ich weiß nicht, was du beim Fasten schon ausprobiert hast, aber ich habe schon verschiedene Dinge erlebt. Menschen, die zum Beispiel Essen fasten und dann die ganze Zeit Bujasaft, Bujasaft, Bujasaft. Dann mache ich manchmal den Joke, ja, willst du jetzt auch Schnitzel Pommes pürieren und das trinken? Also, ich bin ein bisschen provokativ. Du kannst Netflix fasten und dann anstatt Netflix schauen, die ganze Zeit YouTube gucken. Ist das Fasten? Nee, du verschiebst. Ich habe einen Freund gehabt früher, mit dem war ich viel unterwegs, der war stark nikotinsüchtig, hat immer geraucht, die ganze Zeit. Dann hat er mir gesagt, jetzt habe ich aufgehört zu rauchen und dann habe ich immer gesehen, wie er den gemacht hat. Kennst du das? Hat sich immer Snooze reingeknallt, nonstop, den ganzen Tag Snooze in den Lippen gehabt. Da dachte ich mir, damit hast du ja nicht aufgehört zu rauchen. Natürlich hast du aufgehört zu rauchen, aber du konsumierst dein Nikotin jetzt einfach anders. Das ist eigentlich nur eine Verschiebung. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, wenn wir über Fasten sprechen. Wenn es ums Fasten geht, Leute, geht es darum,
Leere auszuhalten. Dann steht es still. Es wird leer. Es wird unangenehm. Du hast Hunger, aber du isst nichts. Du hast vielleicht das Bedürfnis, einen Film zu gucken. Und du hältst es aus, dieses Bedürfnis. Weil das ist die Challenge im Fasten. Es geht nicht darum zu ersetzen, sondern auch mal auszuhalten, dass wir ein Bedürfnis haben, was nicht umgehend befriedigt wird. Und das ist in der heutigen Zeit schwieriger als jemals zuvor. Wusstest du das? Diesen Glitzer habe ich am Freitag bestellt. Am Samstag war er da. Ja, Gott sei Dank. Stell dir mal vor, ich müsste vorausplanen. Es gibt eine Geschichte vom Propheten Elia. Steht im 1. Könige 19, wir lesen sie nicht gemeinsam. Er ist am Limit, er muss flüchten, er flüchtet um sein Leben. Er geht in eine Höhle und Gott sagt zu ihm, komm raus, ich will an dir vorübergehen. Und dann kommt ein großartiger Sturm, der alle Bäume ausreißt und Felsen zerberstet. Aber Gott ist nicht drin. Dann kommt ein Erdbeben, wahrscheinlich das stärkste Erdbeben, was Elia je erlebt hat. Und Elia denkt sich, jetzt zeigt sich Gott mit seiner ganzen Macht, jetzt sehe ich seine volle Power. Aber Gott war nicht drin. Dann kommt ein Feuer, was alles verzehrt, alles verbrennt. Und das sind Bilder, das war ein Prophet. Das sind Bilder, das versteht er, das ist die Allmacht Gottes, seine volle Power. Aber Gott war nicht im Feuer. Ich weiß nicht, wie lange die Szenerie gedauert hat. Aber Show nach Show nach Show, Gott ist gar nicht drin. Und dann kommt ein sanfter Windhauch, steht geschrieben. Und Elia geht raus, realisiert etwas Spezielles, verhüllt sein Gesicht und Gott sagt, Elia, was tust du hier? In einem Leben, das immer läuft, wo wir 1000 Dinge haben, brauchen wir diese Momente, wo sich alles mal absetzen darf, wo Dinge an die Oberfläche gespült werden dürfen, wo einfach mal Ruhe reinkommt. Und ganz oft ist da ganz viel von Gottes Gegenwart drin. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, die Szenerie mit 40 Tagen Fasten. Das ist der absolute Anfang vom Dienst von Jesus Christus als Messias. Er war ja ungefähr 30 Jahre alt, ist aufgewachsen als Kind, Teenie, hat die Tora studiert, Talmud studiert und. Ist auch bei Rabbis in den Unterricht gegangen, hat sich charakterlich weiterentwickelt und wusste aber ganz genau, was kommt. Und jetzt weiß er, jetzt geht's los. Und dann geht es darum, Klarheit zu erlangen. Klarheit, wer bin ich? Und wenn du ein bisschen schaust in die Evangelien, ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht. Jesus hatte absolute Klarheit nach diesem Moment. Wer bin ich? Er sagt mal in Johannes 5, denn der Vater liebt seinen Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Er wusste ganz genau, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich weiß, wo mein Vater ist, ich weiß, wo ich bin und ich weiß, was ich zu tun habe, weil ich sehe, was er tut. Er wusste, was er zu tun hat, was er für einen Auftrag hat. Er wusste ganz genau, was will Gott durch mich tun. 100%ig. Die Hochzeit auf Kanaan, seine Mama kommt zu ihm und sagt, das Brautpaar hat keinen Wein mehr. Und er sagt, Frau, was hat das mit mir zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er hatte einen klaren Blick, er hat es dann trotzdem getan, das wäre auch nochmal eine Predigt für sich wert. Aber er wusste eigentlich ganz genau, meine Zeit ist noch nicht da zu wirken. Lukas 22, Vater, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht mein Wille, sondern deiner geschehen. Er wusste ganz genau, die Kreuzigung kommt auf ihn zu. Und ich will das nicht, aber das ist mein Auftrag. Und nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Das ist eine Klarheit. Eine Klarheit, die Jesus brauchte. Er wusste ganz genau, woher kommt meine Kraft.
Nicht vom Brot allein. Antwortete Satan auf seine Versuchung. 40 Tage Hunger. Und dann zeigt ihm Satan, du kannst so machen. Und jeder Stein wird zu Brot. Warum tust du es nicht? Und Jesus sagt, ja, weil ich verstehen will, dass ich nicht vom Brot allein lebe, sondern von jedem Wort aus dem Munde meines Vaters. Die Kunst ist, diese Worte wahrzunehmen. Die Kunst ist, Klarheit zu erlangen, um zu realisieren, wo ist dieser sanfte Wind. Und ich weiß, das fällt uns heute schwer, weil wir haben ständig Angebote, die unser Leben füllen. Wir können ständig alles in Bewegung halten und unser Leben kann glitzern und voll sein, voller wunderbarer Dinge. Und in dem laufen wir Gefahr, den Moment verpassen, wo Gott drin ist, wo wir Klarheit haben. Und ich glaube, Fasten, Leute, und damit komme ich zum Schluss, Fasten kann uns dabei helfen, einen klaren Blick auf unser Leben zu erhaschen. Einfach mal zur Ruhe kommen, Bedürfnisse sein zu lassen. Und mal Gott bewusst Raum zu geben. Ihm bewusst zu sagen, schau, ich lebe nicht vom Brot alleine, sondern von jedem Wort, was aus deinem Mund kommt. Und jetzt will ich mir bewusst Raum geben, diese Worte wahrzunehmen. Wenn du fastest, wird viel in dir passieren. Ich habe nur ganz kurz, als ich die 21 Tage gefastet habe, es war ein dummes Timing, weil ich hatte noch ein Projekt hier, das Loft musste beendet werden. Wir hatten irgendwie noch kleine Kinder und verschiedene Dinge, die eigentlich dagegen sprechen würden, das zu tun. Das hat recht viele mir hervorgebracht. Und du siehst, gewisse Dinge schwimmen oben und andere setzen sich ab. Und so habe ich das beim Fasten auch erlebt. Bei mir ist zum Beispiel plötzlich eine Ungeduld, eine Wut hochgekommen, wo ich jetzt sagen könnte, ja logisch, ich habe Hunger, ich bin hungry. Da könnte ich es mir einfach machen, aber ich habe auch gemerkt, nee, da ist etwas in mir, da ist manchmal ein Unfriede in mir. Und seitdem habe ich angefangen, mit Gott zu ringen. Und ich habe erlebt, wie eine Klarheit in mich kam. Ich habe Dinge viel bewusster wahrgenommen, vor allem das Unsichtbare, das, was ich nicht sehen kann, die ganze geistliche Welt, ich habe es viel klarer gesehen. Und ich habe aber auch viel klarer gesehen, was in mir hochkommt, was nicht schön ist. Das hat mir enorm geholfen. Einfach mal einen klaren Blick in mein Leben rein. Wenn du dieses Thema angehen willst, ich habe 4 einfache Tipps für dich, die du anwenden kannst, wenn du magst, um für dich erfolgreich das Fasten kennenzulernen oder weiterzuentwickeln, damit es etwas wird, was immer wiederkehrt in deinem Leben und diesen Raum schafft, wo Klarheit entstehen kann. Mein erster Tipp für dich ist, fang da an, wo du bist. Mach nicht irgendwas, was andere machen, nur weil du denkst, ja jetzt Vollgas. Kannst du schon machen, ist dann einfach schwierig. Aber fang mal da an, wo du bist. Ich habe zum Beispiel Fasten damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich will von Januar, einfach mal im Januar kein Alkohol trinken, nichts Süßes essen. Das war für mich nicht richtiges Fasten, um ehrlich zu sein, weil ich verzichte einfach auf irgendetwas, was ein Add-on ist in meinem Leben, nicht auf etwas wirklich, was ein Lebensbedürfnis ist. Aber es war für mich eine Übung, der Sache näher zu kommen. Irgendwann habe ich das weiterentwickelt, das mache ich jetzt Januar bis Ostern und mittlerweile mache ich das Leben jedes Jahr. Und eine wichtige Erkenntnis, die ich dort rausgezogen habe, ist, Fasten wird immer einfacher. Am Anfang denkst du, wow, das ist heavy. Und mehr merkst du, nee, du lernst damit umzugehen, unerfüllte Bedürfnisse auszuhalten. Und du wirst den Wert darin erkennen, zu verzichten und Gott bewusst Raum zu geben. Wo stehst du in diesem Thema? Was wäre etwas, was du ausprobieren könntest, ohne dass für dich ein riesiger Stretch ist, der dir gerade eine Zerrung gibt? Vielleicht ist es einfach mal was Mediales, wo du auf Medien verzichtest, auf irgendein Genussmittel. Vielleicht ist es wirklich mal Essen.
Ich mache dir Mut, mach dir darüber mal Gedanken, wo stehst du und was wäre ein gesundes Ausprobieren. Und da ist der zweite Tipp ganz wichtig, der hängt da zusammen. Arbeite nicht gegen deine Persönlichkeit. Ich habe gesagt, ich habe noch mal 21 Tage gefastet. Ich bin Mr. Kopfsprung, wenn es um Herausforderungen geht. Wenn ich ins kalte Wasser muss, dann mache ich ein Spießli, Vollgas. Lieber, als so langsam reinzugehen. Aber ich kenne genügend, die gehen ganz langsam in den See und wenn sie nass gespritzt werden, werden sie sauer. Weil sie Schritt für Schritt im eigenen Tempo reingehen. Und es gibt nicht richtig und falsch, aber beim Fasten ist es ähnlich und bei all diesen Themen, die wir predigen. Arbeite nicht gegen deine Persönlichkeit. Vielleicht bist du der Vollgas-Typ und gehst Vollgas rein. Dann mach so. Und du wirst Fehler machen und du wirst lernen. Und vielleicht musst du langsam vorangehen und Schritt für Schritt vorangehen. Arbeite nicht gegen deine Persönlichkeit. Mein dritter Tipp ist, plane deine Fastenzeit. Sei nicht dumm. Es gibt Dinge, die sollte man planen im Leben. Du musst nicht deine strengste Zeit nehmen. Du musst nicht parallel mit deinem Partner fasten, damit die Kinder 2 genervte Elternteile daheim haben. Du musst vielleicht auch als Lehrerin oder Lehrer auch nicht gerade in der heißesten Phase im Semester fasten. Solche Dinge kann man planen und bewusst platzieren. Man kann vielleicht auch mit der Familie daheim reden und sagen, guck mal, Mama oder Papa fastet gerade. Es könnte sein, dass das und das passiert, dass ich weniger Geduld habe und. Du kannst planen, du kannst kommunizieren. Und das vierte ist ganz einfach, lerne dazu und wiederhole. Weil nichts, was ich in meinem Leben getan habe, habe ich einmal getan und ich konnte es sofort. Ich habe immer Dinge falsch gemacht beim ersten Mal. Das ist beim Fasten auch so. Du wirst es ausprobieren, du wirst vielleicht sogar abbrechen müssen. I don't know. Dann lerne daraus, überlege, was hätte ich anders machen können und wiederhole es. Das sind Übungen, geistliche Übungen, Praktiken. Wir tun es, wir überlegen, was könnte ich ändern, wir tun es wieder. Und ein wichtiger Aspekt da drin ist auch das Thema Gemeinschaft. Das hat auch nochmal vielleicht mit dem zweiten Punkt zu tun, mit deiner Persönlichkeit. Wie tickst du? Bist du ein Einzelgänger? Dann go for it, mach. Aber wenn du ein Gemeinschaftstyp bist, dann mach's mit deiner Small Group. Hab Leute um dich herum, die vielleicht sagen, komm, wir machen das gemeinsam, wir probieren es gemeinsam aus. Wir haben einen Chat, wir schreiben da morgen rein oder wir machen kurz ein Videotelefonat und gehen gemeinsam durch diese Phase durch. Ich will dich einladen, in diese Gebetszeit jetzt kommt, Gott mal reden zu lassen über dieses Thema. Vielleicht legt er dir was aufs Herz, was auszuprobieren. Und wir werden jetzt mit dem Abendmahl in diese Gebetszeit starten. Warum? Weil das Abendmahl, das ist ein ganz praktischer Schritt, Jesus in sich aufzunehmen. Er sagt, nimm mich in dir auf. Und viele von uns haben das vielleicht schon mal gemacht in einem Gebet und gesagt, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Das ist eine Erinnerung daran. Du nimmst Jesus in dir auf. Mit allen Sinnen. Das Brot, was für seinen Leib steht, den er hingegeben hat für dich. Das Blut, was er vergossen hat für dich. Damit es überhaupt möglich ist, mit dem Vater eine Beziehung zu leben. Und es ist eine Möglichkeit für dich, die du jetzt nutzen kannst, wenn du magst. Du darfst dir gerne selbst das Abendmahl holen, ein Stück Brot, ein Glas Traubensaft und dich daran erinnern, ich habe Jesus in mir. Er lebt in mir. Und wenn ich zur Ruhe komme und dem Raum gebe, dann werde ich ihn klarer sehen. Und wenn du Jesus noch nie in deinem Leben aufgenommen hast, wir haben nach der Celebration hier ein Gebetsteam. Wenn du merkst, ich würde gerne dieses Leben leben, was Jesus mir anbietet,